Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinen 1000 Abonnenten oder schon so weit drüber. Das ist ja echt der Wahnsinn. Klasse Kanal wie immer, Survival-Kurse. Ja, ich bin zwar nicht jetzt so der Survival-Freak, aber die Videos, was du fabrizierst, einfach wieder hammerklasse zum Anschauen. Und du hast ja zu Challenge aufgerufen in der Natur. Viel finde ich leider nicht mehr und die Zeit ist auch nicht so gegeben. Aber eins kann ich sagen, jetzt haben wir den 11. Oktober und ein Brennnesseltee ist auch in dieser Jahreszeit eine absolute Vitaminbombe. Und hier wächst er noch und er schmeckt auch jetzt in dieser Jahreszeit ja, noch bombastisch. Ja, was für schöne Blätter. Ich muss bloß wegen einem Hund ein bisschen schauen. Ja, da hat es so eine Handvoll in die Tatonka-Becher. Da geht es nicht so genau. Ich nehme immer die guten jungen Spitzen. Einfach mit der bloßen Hand schnell zugelangen, dann tun die Brennnessel auch nichts. Ja, da haben wir eine schöne Tasse voll. Ne? Ja, warum Brennnessel? Es gibt zwar schon tausende Videos über Brennnessel, aber ich nehme es deswegen gerne her, weil ich Liebhaber von Brennnesseltee bin. Und für Arthrose-Kranken, die unter Arthrose leiden wie ich, ist der Brennnesseltee eine wahre Wunderwaffe. Dann ist er erstens noch blutreinigend. Und ich kann immer wieder empfehlen, Leute, greift auf die Naturmittel zu. Es wächst in Massen. Ja Guido, wie gesagt, du hast einen hammergeilen Kanal. Deshalb habe ich dich abonniert und ich schaue mir die Videos immer wieder gerne an. Gut, jedes Video tue ich jetzt nicht kommentieren. Das würde irgendwie den Rahmen sprengen. Aber ich kann nur empfehlen, schaut beim Guido vom Survival-Kurse rein. Der Link steht unten in der Infobox drin. Kann ich nur weiterempfehlen für Survivalisten. Und vielleicht lädt er euch auch mal ein auf einen Kurs. So, ich habe jetzt im Tatonka-Becher Brennnessel drin. Und irgendwo werde ich mir jetzt einen Tee kochen. Bis gleich. So, packen wir mal alles aus. Gaskocher. Dann bleibt der Tatonka-Becher schön sauber. Also jetzt dürft ihr reichen. Da ist jetzt Tee drin. Steht Medium. Oh. Natural, da ist der Kohlensäure drin. Ja. Ja gut, du hattest ja zur Challenge aufgerufen. Irgendwas in der Natur. Und ich habe ja, Brennnessel gepflückt. Den stellen wir jetzt da drauf. Nachteil ist, er ist recht schräg. Ja, Brennnesseltee ist immer wieder der Klassiker unter natürlichen Lebensmittel. Man kann nämlich Brennnesselspinat machen, man kann Brennnesseltee machen, man kann ihn frittieren, man kann ihn unter die Pastanudeln reinhauen, kleinhaken. Also Brennnessel ist sehr vielseitig und eine absolute Vitaminbombe von der Gesundheit her. Echt klasse. Und daher habe ich gesagt, ich mache heute nochmal ein Video über Brennnessel, wobei es schon viele auf YouTube gibt.
Aber ich habe halt nichts anderes gefunden, Guido. Also pilzmäßig ist fast gar nichts los. Ich wollte irgendwas mit Pilze machen, eine geile Pilzpfanne oder was. Aber erstens habe ich die Zeit nicht dazu gehabt. Und jetzt bin ich auf die Brennnessel zurückgestoßen. Aber ich hoffe, das kann man auch ein bisschen gelten lassen. Ja, heute ist schon echt was kalt. Und da ist so ein Brennnesseltee immer wieder was Leckeres. Der Duft ist hervorragend. Jetzt fängt das Wasser zum Kochen an. Dann lassen wir das noch ein bisschen ziehen. Kriegt ja schon eine leichte, schöne, hellgrüne Farbe. Und dann ein richtig fruchtiger, guter, herber Geschmack. So mag ich das. Das ist das Gute an der Brennnessel. Das reicht. Das Wasser hat gekocht. Und jetzt lassen wir das noch einfach ein bisschen ziehen. Ich trinke den Brennnesseltee, bis er leer ist, und dann schmeiße ich die Blätter weg. Man kann auch die Brennnesseln nachher hinterher essen. Vielleicht ist es. Sehr lecker. Ich kann es nur empfehlen. Trinkt Brennnesseltee. Ach ja, er beruhigt ja noch. Kommt ja noch dazu.